Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig und nix wie ab in die Federn. Haben wir wieder ordentlich Kohle gescheffelt, das sieht gut aus. Und Pam hat Geburtstag. Ja, fast. Wir haben fast genug Kohle, um uns einen Hühnerstall zu leisten. Das heißt, wir sollten demnächst auf jeden Fall an der Motorie gehen. Mit der nächsten Ernte von Heid können wir es uns bestimmt leisten, einen Hühnerstall zu holen. So, dann wird erst noch ein bisschen verkauft. Zwar Blumenkohl, Pastinake, die heben wir uns auf jeden Fall auf. Wir haben derzeit schon, wo sind sie dann? 3 Stück von denen. Okay, ich hoffe, dass noch mehr von denen kommen. Weil dann können wir sie nämlich auch der Geister geben. Das wäre echt cool. Gerade mal auf dem anderen Feld dann noch gucken. Okay, grüne Bohne haben wir auch auf jeden Fall noch ganz gut die Ernte. Das gefällt mir. Den Blumenkohl können wir auch noch abernten. Sehr schön, also morgen haben wir auf jeden Fall genug Kohle für einen Hühnerstall. So, genau, das kann alles weg. Dann hätte ich ganz gerne noch meine Hacke wieder. Ich würde nämlich ganz gerne noch ein bisschen was aufhacken hier. So, dass uns die Felder einfach nicht verloren gehen. So, Kupferbarre wieder. Und einfach weiter verhütter. Gut, was haben wir denn hier noch? Ja, diverse Pastinake, aber leider wieder goldene. Die Erdbeere sind leider auch noch nicht so weit. Du hast noch die Vogelscheich. Zack und zack. Dann hat sich nämlich das auch mit ihrer Hacke erledigt. So. Okay, kann auch alles verkauft werden. Den Lehm heben wir mal auf. Und dann sind wir schon bei 10 Kupferbarren. Das ist doch nicht verkehrt. Haben wir noch Kohle hier? Ja, tatsächlich. Perfekt. So, wir brauchen natürlich auch noch die Gießkanne. So. Dann werden erstmal wieder die Bode gemacht. Na, komm schon. Gut. Kupferbarre ist auch wieder soweit. Und die letzte Fuhre wird gemacht. Okay, da haben wir jetzt nur noch Bohne. Ich glaube, da haben wir nichts mehr hinter dran, aber sicher ist sicher. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob da noch was war, aber ne, man sieht es halt nicht so gut. Dann machen wir hier noch. Okay, dann sollten wir vielleicht noch Pastinake kaufen. Einfach nochmal, dass wir die Felder hier nochmal frisch machen können. Wie viel bräuchten wir dann? Gerade nochmal gucken. Die kommen uns natürlich auch am günstigsten, die Pastinake. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 21, ja, also über 20 bräuchten wir auf jeden Fall. Mal gucken, wir holen uns wahrscheinlich, also ich würde sagen, wir holen uns 25 Pastinake nochmal beim Pierre, beim Franzos unseres Vertrauens. Immerhin hat er sich ja auch richtig entschieden, von Frankreich in die Palz zu kommen, von daher, ne? Kaufen wir natürlich bei dem. So, da. Genau. Und die Tulpen nehmen wir auch noch mit, dass wir Pam noch ein Geschenk machen können. So, du auf jeden Fall noch. Du sieht's wohl nicht so aus, als wäre was an unserer Zapfanlage. Naja, eventuell ergibt sich da auch noch was im Laufe der Zeit. Der Tage. Ich weiß nicht, ob ich da auch irgendwas machen musste für, ne? So, gucken wir mal rein. Na? Na, ich gieße es einfach mal. Außerdem, apropos Gieße, der Hund braucht natürlich auch noch sein Wasser. Der Hund braucht natürlich auch noch sein täglich Wasser. Dann, bevor wir in die Stadt gehen, zum Franzos meines Vertrauens, gehen wir nochmal runter zu Manis Ranch. Die hat ja nämlich den Topaz verlangt. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch hier. Und dann schauen wir nochmal, dass wir auch eventuell noch ein paar Lachsbeere flattern. So, das kann wieder rein. Und dann ordnen wir hier nochmal. Und dann gehen wir erstmal runter. So, gut.
Ja, das wächst ja wieder noch wie Unkraut hier, das Zeug. Aber in die tiefe Bereiche bin ich bisher noch nicht vorgedrungen von meinem Hof. Das wird auch später mit sehr viel Laufarbeit verbunden sein, das sehe ich jetzt schon, guck mal, dass man dann da runter geht. Wenn man dann jeweils immer ein bisschen was abpflanzen will in der Richtung. Schauen wir einfach mal. Aber, genau, zu dir wollte ich. Du wolltest einen Topaz. Gute Frage. Ah, also hast du mein Gesuch gesehen, die Notiz? Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier, der Bezahlung wie versprochen. Das höre ich natürlich am liebsten. Tja, theoretisch hätten wir jetzt eigentlich genug, ne? Aber ich würde sagen, wir schieben das auf morgen auf. Dann haben wir nämlich definitiv genug Kohle von der heutigen Tageseinnahme. Und können uns doch noch was Schönes leisten. Warte mal. Warte mal. Da war nämlich noch was. So. Wenn hier schon Lachsbeerezeit ist, dann nutze ich das natürlich auch. So können wir ja auch unsere Sammelskills noch erhöhen. Und zum Schmied wollte ich dann noch. Ah, jetzt habe ich die Tulpe für Pam vergessen. So ein Jammer. Na egal, die wird uns schon nicht wegrennen. Die finden wir sowieso oben in der Kneipe. Von daher, das wird schon. So. Genau, zu dir wollte ich, Clint. Gucken, ob wir da noch eventuell was Schönes finden. Ah, ein bisschen Kupfererz, das ist nie verkehrt. Was ist denn das? Ein Malachit, ja schön. Und nochmal Kupfererz. Perfekt, da können wir uns nochmal theoretisch, wenn dies die Kohle hermacht, nochmal 2 Kupferbarre machen. Ach, schon die Narzisse ist nie verkehrt. So. Dann habe ich noch was für dich. Dir spende ich doch gerade mal hier den Malachit. Dann lauf die Geschichte, ne? So. Derzeit haben wir leider noch nichts anderes für dich. Und ja, bei Clint waren wir schon. Dann also nichts wie ab nur Frankreich. Oh, hallo Abigail. Oh nee, mein Papa kocht halt so Ofenesser. Oh, das klingt aber nicht so gut. Apropos Papa kocht's Essen. Okay, Daily Quest gibt's nicht. Heute ist Pams Geburtstag, da haben wir Shane, Pierre und Emily. Ja, für Pierre sollten wir auf jeden Fall auch was Schönes besorgen. Immer hier ist das unser Hauptverkäufer. Da holen wir uns jetzt mal einfach mal 25. So. Das sieht doch gut aus. Ich denke, morgen haben wir dann auf jeden Fall die Kohle dafür. Servus. Und dann schauen wir einfach mal. Also ein Daily Quest gibt es halt auch nicht. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Farm ein bisschen Zeug einpflanzen. Und noch ein bisschen Zeug gießen. Und ja, genau. Dann gehe ich jetzt aber auch nochmal da kurz rüber. Da war ja beim letzten Mal, wo ich hier war, waren ja auch Lachsbeere. Aber die habe ich offensichtlich geerntet. Dafür sind hier welche gewachsen. Ja, super. Nehmen wir doch glatt. Wie viel bringen die eigentlich? 25 Energie und 10 Gesundheit. Okay. Gut. Dann haben wir hier nochmal kleine lukrative Nebeneinkünfte, die auch unser Sammelskills natürlich verbessern. Das ist richtig gut. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, dann kommt das Zeug hier rein. Wir holen uns noch 2 mal Kohle. Dumm. Ah, Anna haben wir leider nur noch. Hier könnte man sogar 3 mal noch machen. Die Tulpe ist für sie. Und ich glaube, es ist soweit, dass wir hier noch 2 die Truhe brauchen. Die mag ich gerade mal daneben hier stellen. So, dann machen wir die nämlich in schwarz. Und holen uns jetzt hier mal unser ganze Erzeugnisse ins Inventar und schmeißen das jetzt nämlich hier rein. So. Da kommt dann jetzt mal unser ganzer Erzeugnis bzw. Feldarbeitskrug und da kommen die Baumaterialien dann rein. Moment. Hämmer gleich. Du kommst hier rein. Und Narzisse. Ansonsten ja genau das Zeug noch, was wir so noch finden an Naturerzeugnisse. So. Das können wir hier alles reinmachen, genauso wie das Holz. Ne, wobei das Holz, Quatsch. Das Holz kommt natürlich zu der Baumaterialie hier rein.
Und die Werkzeuge können wir auch noch hier stauen. Das ist absolut kritisch. Ah, wir hätten sogar noch einen Topaz gehabt. Modo. Okay, was man nicht alles findet, ne? Mineralien und Erze und so würde ich dann hier parken, zusammen mit der Gerätschafte. Aber apropos Gerätschafte, da brauchen wir hier noch. Ich will nämlich noch ein bisschen was pflanzen. Ah, da könnte man jetzt natürlich noch den Dünger gebrauchen. Warte mal. Was brauche ich da? Ah, Venusmuschel brauche ich da dafür. Okay. Dann nehmen wir uns noch den Standarddünger. Mhm. Machen wir uns erstmal 10 Stück. Ich weiß nicht, wofür man es noch gebrauchen kann. Okay, über den zweiten Dünger können wir es einfach nicht drüber machen. Dann pflanzen wir hier zumindest nur unser Pastinake-Ei. So. Ja, da können wir tatsächlich. Perfekt. Dann kommt da die Pastinake auch noch hier. Und hier, genau. Da können wir noch eine reinmachen. Und da ist schon gedüngt. Okay. Das heißt, ja, das wird anscheinend ein reines Pastinake-Feld, so wie es aussieht. Und da können wir auch noch eine reinsetzen. Super Sache. Dann haben wir noch 4 übrig, die wir aufs andere Feld noch reinmachen können. Ja, das ist doch richtig, richtig gut. Ich mag das, wenn meine Felder voll sind. Sobald meine Felder hier voll sind, habe ich auf jeden Fall schon mal richtig guter Ertrag durch das Ganze. Und da Sachen immer an einem anderen Tag reif sind, habe ich danach immer täglich ein paar gute Einkünfte. Und morgen könnten wir uns dann schon eventuell sogar noch den Hühnerstall leisten. Aber das schauen wir erst einmal. So, die Müsli-Riegeln, ja, behalten wir erstmal. Aber, da wollte ich ja noch wenigstens einer machen. So. Genau. Da können wir wenigstens so noch einer machen. Und da kommen die rechtliche Pastinake in den Tolle hier rein. Den tolle Boden mit dem tolle Dünger. Und hier. Super Sache. Da ist der nämlich nicht verschwendet. Okeli-dokeli. Ein kupferbarer Hämmer. Der Hund hat noch Wasser. Oh, es ist jetzt schon wieder sehr spät, Woche. Na, dann kommt das Zeug hier wieder rein. Genauso wie das. Die Gießkanne machen wir noch schnell voll. Und dann gucken wir noch, dass wir genug Holz schlagen, dass wir für den Hühnerstall morgen bereit sind. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal kurz in die Stadt. Geb Pam die Tulpe. Und wenn wir soweit sind, dann gehen wir wieder zurück auf den Hof, schlagen noch ein paar Bäm. Ja, unsere Energie macht das zwar nicht mehr so mit, aber schauen wir mal. Okay, wir gehen jetzt immer hier rein und gucken mal, ob sie schon in der Kneipe sitzt. Ja, natürlich sitzt sie schon da. Bitte schön, kriegst noch eine Tulp. Oh, ist halt mein Geburtstag? Ja, stimmt wohl. Dankeschön, das ist nett. Gern geschehen. Wie stehen wir jetzt mit Pam? Oh, Motor. Alter Falter. Mit Pam stehe ich besser als mit Abigail. Das ist etwas schade, um ehrlich zu sein. Ich würde mich eigentlich ganz gern weiterhin gut mit Abigail stellen. Das heißt, ich muss eigentlich mehr Amethyste sammeln. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn ich noch an mehr Amethyste trage käme, damit ich der gute Abigail halt auch noch ein paar schöne Geschenke machen kann. Wenn ich das ihr an ihrem Geburtstag schenke, da hat es, ich glaube nur kürzer habe, dass es eine 6-fache Wirkung hat, wenn man jemand am Geburtstag ein Geschenk macht, was er mag. Und anscheinend mag Pam Tulpe. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz nette Erkenntnis, wie ich finde, dass Pam wohl Tulpe mag. Weil die können wir nämlich selber abbauen. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber genug gequatscht. Wir gucken wohl, dass wir jetzt noch ein paar Bäm schlagen. Und ja, dass wir vom Mäuer wenigstens noch genug Holz parat haben. Das wäre, hoppala, wäre echt nicht verkehrt. Ja, da könnte man vielleicht hier noch ein bisschen frei machen. Um das Gebäude hier rum. Weil vielleicht wird das, nee, ich glaube nicht, dass das unser Hühnerstall wird. Aber man weiß ja nie. So. Jetzt schlagen wir hier noch ein bisschen Holz. So, da. Wir können es definitiv gebrauchen, würde ich mal sagen. Ja. Pets dann rein. Dann Zwirbelsturde jetzt 3. Geht es uns nämlich soweit wieder ganz gut. Und, yep, mein Schwert habe ich ja glücklicherweise immer dabei. Und dann schauen wir, dass wir noch ein paar Bäm hier wegkriegen. Weil ich brauche wirklich das Holz einfach. In der Mine haben wir ja genug Städtern als gesammelt. Aber das Holz, da bin ich definitiv dafür, dass wir da uns noch viel holen.
So, runter mit dir. Jenny Sach. Und dann können wir noch die Kieferschlache für Kiefernzapfer. Das wäre echt nicht verkehrt. Ja, komm, der letzte muss jetzt Attraklaver. Weil wenn wir Glück hätten und uns kommen Kiefernzapfer runter, dann können wir uns auch noch ein paar Müsli-Riegel herstellen. Das wäre natürlich ziemlich gut. Jawohl, perfekt. Komm schon. Sehr schön. Da stellen wir uns doch glatt noch einen Müsli-Riegel her. Und den Baum können wir auch noch schnell fällen. Ja, okay. Der steht du im Weg. Na gut. Dann machen wir das so. So. Alle hopp. Na dann. Ist wohl für mich dann ab in die Falle. Und wobei, ja, 23, komm. Ein paar Städte so breche reicht das noch. Ja, wenn, dann will ich das halt auch wirklich schön ausnutzen. Dass wir hier noch Energie haben. Und wird einfach noch ein paar Stäbe brechen. Ich meine, schade kannst du nicht. 9 haben wir noch. Aber ich will jetzt auch nicht bewusstlos hier vom eigenen Hof zusammenklappen. Das muss jetzt auch nicht sein. Aber ich denke, die Zeit und die Energie spricht jetzt für sich. Ah, wir haben sogar noch ein bisschen Kohle. Warte mal. Wir nehmen jetzt noch hier was mit. Das kann erst einmal rein. Mit viel Glück sind wir dann wirklich so weit, dass wir das ganze Zeug haben. Und wir bringen noch ein bisschen Zeug hier. Kann das nämlich doch rein. Und Vermäuer brauchen wir dann hier. Und die Kohle werden wir dann haben, denke ich. Ja, zusätzlich brauchen wir noch die Gießkanne und möglicherweise die Hacker. So, sehr schön. Ich warte jetzt gerade noch auf meinen Kupferbarrer. Und der Hund hat jetzt hier auch schon die freie Fläche. Das ist doch auch richtig gut. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir immer besser hier mein Hof. Alle hopp. Es ist sowieso schon Schlafenszeit und nicht jetzt Sache. Jetzt geht's ab in die Koje. Gerade mal gucken, wie es Vermäuer aussieht vom Wetter her. Na, komm schon. Leben vom Land. Ah, frischender Regen, der beste Freund vom Bauer. Wenn's regnet, brauchst du dir, um die Bewässerung von deiner Pflanze Gedanken zu machen. Nutzt das zu deinem Vorteil. Ja, natürlich. Was sagt der Wahrsager? Ja, höchst unzufrieden. Hätten ihr Bestes gegeben, um mir das Leben schwer zu machen. Okay. Wie sieht's hier aus? Morgen wird's der ganze Tag klar und sonnig. Allerhopp. Na dann, ab ins Bett. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig, richtig gut aus, oder? Und? Wow. Jetzt haben wir echt gut Kohle. Wie sieht es dann morgen aus? Ganze Tag klar und sonnig wieder. Okay. Heute sind sie sehr glücklich, die Geister. Ja, super. Zusätzlich haben wir noch Post gekriegt. Ackermann, ich habe Bitte. Ich brauche frische Blumenkohl für ein Rezept, was ich ausprobieren will. Kannst du mir einer bringen? Okay. Nehmen wir doch glatt mal A. Ist das zufälligerweise... Okay, das ist nichts, was einfach sofort geht. Tja, Blumenkohl. Habe ich noch zufällig welchen? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich habe leider keine mehr. Da muss ich extra eine A-Pflanze davor. Okay, dann holen wir auf jeden Fall noch die Pastinake raus. Wenn wir 5 Stück hätten, wäre natürlich auch ziemlich geil. Von der goldenen Pastinake. Ja, schade. Jetzt habe ich leider keinen Blumenkohl mehr. Ah, du wächst schon einer. Okay, gut. Ich muss mal nicht extra welchen kaufen. Ich bin bisher auf keinen Krähe getroffen. Das finde ich auch gut. Sehr schön. Gerade nochmal hier reingucken wegen der Bohne dann gleich. Quatsch. Das war jetzt die schwarze Truhe. Ah. Perfekt. Das heißt, von denen habe ich jetzt 5 Stück. Das kann ich der Geister dann gerade geben. Die werden sich tierisch freuen. Und das vervollständigt zwar die Sammlung noch nicht ganz. Aber immer hier. Ich bin dann schon einen Schritt weiter. Gut, die 4 gute Bohne und die normale Bohne kommen auch hier rein. Also Bohne, muss ich auch sagen, sind wirklich ertragreich. Sehr schön.
Vielleicht sollte ich auch nochmal zum Pierre noch gehen. Der hat ja freitags auch noch offen. Dass ich mir beim Pierre möglicherweise noch ein bisschen Saat hole. Schade kann sie definitiv nicht. Die Pastinake sind ja dort damit absolut geerntet und haben ihren Zweck absolut erfüllt. Weil die Pastinake habe ich ja für die Geistersammlung auch gebraucht, für die Naturgeisterler. So, gut. Ah, ich muss sagen, das ist richtig entspannend, das Spiel. Das gefällt mir echt sehr gut. Gut, dann zu dem Feld drüber. Ja, ich habe doch gewusst, dass ich die Hacke eigentlich noch gebrauchen könnte. Komm schon. Ne. Ja, der müssten wir schon aufmachen. Okay, dann. Ah, mal Erdbeere gedeihen. Ach, ganz gut soweit. Und den Blumenkohl, den hebe ich mir natürlich dann auf. Den habe ich ja, glaube ich, beim Gunther kriegt als Belohnung für die Sammlung zu erweitern von seinem Museum. Dass man sich jetzt wenigstens ein paar Mineralien angucken kann. Oh, da sind ein paar aber nicht so gut gewachsen wie andere von der Erdbeere. Okay, gut. Ah, Moment, der hat noch nichts abgekriegt. So. Okay. Schöne Sache. Allerhaupt, da ist immer noch nichts drin. Dann haben wir heute wirklich viel vor uns. Heute ist ein Tag voller Tatendrang, würde ich sagen. Und deswegen starten wir doch auch direkt. Falls das überhaupt so funktioniert, alles wie ich mir das gedacht habe. Ihr könnt doch rein. Und genau, so sieht es doch gut aus. Und wir haben alles gegossen, was ich wollte. Der Blumenkohl bringen wir ihr selbstverständlich, wenn sie soweit ist. Okay, was es für eine Belohnung gibt, wenn wir sehen. Jodie benötigt frische Blumenkohl für ein Rezept, an dem sie schafft. Sie hat dich darum gebeten, ihr Enna zu bringen. Selbstverständlich kriegt sie Enna. Ich meine, derzeit laufen die Geschäfte ja auch ziemlich gut. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall noch sowas leisten. Hier so ein Hühnerstall. Daily Quest gibt es auch noch. Der braucht Aal. Ja, lass mal gut sein. Ich bezweifle, dass ich genug Zeit dafür habe, nachts nochmal zu angeln in der Zwischenzeit. Wir holen uns noch ein paar Krummbeere. 10 sollten reicher. Und wir holen uns vielleicht auch nochmal 5 Tulpe. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Okay, dann können wir dort mit jetzt hochgehen. Weil wie gesagt, das Angler, das ist einfach etwas, ja, es braucht unglaublich viel Zeit. Man braucht mal wirklich einen richtig faulen Tag, den man sich machen kann, dass man sowas einlegen kann. Dass man einfach mal so einen Angeltag oder Angelnacht einlegen kann. Und dann braucht man zusätzlich auch noch von der Geister Unmenge Glück. So, da möchte ich jetzt noch der Qualitätspflanze gucken. Genau, Melone, Kürbis und Mais ansonsten noch. Die Pastinake habt ihr jetzt. Und da schauen wir mal, dass man Melone, Mais und Kürbis, das wird wahrscheinlich im Herbst erst möglich sein. Aber wir schauen mal. Die Geister haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon für den Frühling zufriedengestellt mit aller Pflanze, die im Frühling möglich sind. Und dann schauen wir mal rein. Ansonsten, wenn halt ein guter Tag ist, hätte ich auch noch sagen, dass ich vielleicht ein paar Amethyste sammle. Warte mal. Ja genau, ich wollte zu Robin. Die soll mal ja einen Hühnerstall bauen. Der hat heute absolut Priorität. Okay, Hofgebäude errichten. Genau, den hätte ich ganz gern. 300... Oh, 300 Holz brauche ich. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Okay, das heißt, ich muss mich erstmal ums Holz kümmern. Allerhaupt, das heißt wieder zurück auf den Acker. Die Saat ausbringen, die ich gekauft habe. Das wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir nämlich noch Krummbeere und Tulpenzwiebler. Tulpen sind ja auch echt wunderschöne Blumen. Und die sind auch essbar. Muss man auch dazu sagen. Ich weiß auf jeden Fall bei meiner Mutter, die macht im Sommer jedes Mal, wenn die Rosenstöcke blühen, macht die immer Rosengelee. Das schmeckt auch unglaublich geil. Das wird dann auch mit so Rosenöl gemacht und da wird dann so Gelee draus. Also du wirst zuerst auch ein bisschen bisschen vor allem. Yes, das erleid. Da werden vor allem die Blüte gekocht. Das wird dann noch mit
Öl mit Roseöl vermischt, das Ganze. Und, ach Gott, was kommt dann noch alles rein? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall schmeckt es wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Mir persönlich schmeckt es echt ganz gut. Ich bin ja zwar nicht so der Marmeladeesser, muss ich ja wirklich gestehen, aber nichtsdestotrotz hin und wieder mal, wenn die Saison ist, sehr gern. Dann esse ich das mal ganz gern. Gut, hier ist ja auch noch überall der Dünger drauf, das gefällt mir auch ganz gut soweit. Und, Moment. So, gut. Sonnig und ein bisschen Schatten ist natürlich auch nie verkehrt, das gefällt mir eigentlich auch soweit gut. Dass mal das Wetter auch ein bisschen abwechslungsreich ist. So, da könnte man noch für das Feld dann irgendwas gebrauchen, wenn wir genug Kohle übrig haben. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt genug von dem Kruscht. Und mir geht es jetzt so drum, dass wir noch ein bisschen Holz schlagen. Warte mal, genau. Da packe ich immer Zeug rein, da können wir auch mal wieder Ordnung schaffen. Und dann ordnen wir hier. Und wir fangen an, uns nochmal 100 Holz zu besorgen. Das ist natürlich echt nett happig. 100 Holz ist wirklich nicht gerade happig. Aber wir lecken es uns zu. Komm schon. Gut. Also, ran die Erwet. Nix wie ran die Erwet. Ich hoffe, das kriegen wir noch rechtzeitig hier, wenn Robin noch in ihrem Geschäft drin ist. Alles andere wäre echt doof. Deswegen wirklich nix wie ran die Erwet. Dass wir noch auf 100 Holz kommen. So. Okay. Schnell, schnell, schnell. Schaffe, schaffe, schaffe. Oh Mann. Müssen wir jetzt extra außer rumlatschen. Nix wie ran, der Speck. Mir hin noch 63 Holz zu holen. Okay, weiter, weiter, weiter. Schaffe, schaffe, heißle Bauer. Obwohl wir sind ein Pelzer und kein Schwob. Insofern. Und in der Palz gibt es nicht schaffe, schaffe, heißle Bauer. In der Palz gibt es schaffe wie ein Brunnenputzer. Das finde ich auch so richtig schöne Bezeichnung. Schaffe wie jemand, der eine Brunne putzt. Okay, ja, der nächste Baum reicht dann. Und dann nix wie ab zu Robin wieder. Okay, perfekt. Sehr schön. Falls sie jetzt überhaupt noch ihren Lader offen hat, das wäre echt so sehr, sehr schade. Dann müssen wir es wirklich auf Mäuer verschieben. Das fände ich sehr schade. Das bringen wir wieder zurück. Und jetzt nichts wie ab. Ich hoffe, die Frau macht ein bisschen länger halt. Zumindest bis 17 Uhr. Aber selbst dann müssten wir rennen wie der Blitz. Dass wir da noch ankommen. Ich befürchte irgendwie nicht, dass das noch klappt. Okay, Hailey geht wieder zurück. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Schade. Hätte ich mal lieber die Pflanze nicht noch, die Saat noch eingebracht. Ich glaube, das hat mich jetzt sehr viel Zeit gekostet, mit der Saat nochmal zu pflanzen. Da habe ich mich einfach verkalkuliert. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Eventuell. So ein Mist. So ein Mist. Das wird leider nichts mehr. Ist er vielleicht hier, die Robin? Nee. Ach, so eine Schande. Das ist echt schade. Oh, hoppla. Ich will immer bei dem Hansel da ins Zimmer reingehen. Das ist echt eine Schande. Sehr, sehr, sehr schade. Okay, ansonsten, wenn das nichts mehr wird, gehen wir vielleicht einfach noch ein bisschen in die Mine, in die obere Bereiche. Nicht in die tiefe Bereiche, sondern einfach nur gerade ein bisschen weiter over. Damit ich da noch an Amethyste komme. Dann sollte man vielleicht noch das Glück von der Geister ein bisschen ausnutzen. Einfach, dass ich ein paar Amethyste für Abigail noch finde. Das finde ich persönlich echt nicht schlecht. Oh, oh, natürlich. Natürlich. Wir haben hier kaum noch Energie. Ich habe mich ja schier zu Tod geschufft auf dem Feld. Quatsch. Nein! Nicht verschwende. Verschwend's doch nicht, Ackermann. So, wir gehen nochmal runter. Kupfererz. Ja, wir verschwenden jetzt wirklich mal nicht mehr, als sein muss. Und ich will einfach gucken, ob ich irgendwo Amethyste finde. Das wäre schon schön. Ja, Harz und Kupfererz ist auch nicht verkehrt. Ne. Weg. Weg mit dir, du Knilch. So, 45 haben wir noch. Ja gut, dann muss der wohl wirklich bis morgen warten. Schade. Es tut mir echt leid. Ich habe echt mit
200 Holz nur gerechnet. Schade. Sehr, sehr schade. Na? Finden wir nicht nochmal runter? Weil ich hätte schon ganz gerne noch so ein bisschen Amethyst vorkomme. Das wäre schon nicht schlecht. Okay. Dann, warte mal. Halte mal eine Gaul an. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Wir gehen nochmal in die 5 runter. 50 haben wir immerhin noch an Energie. Müssen wir zwar haushalten, aber wer weiß, manchmal hat man vielleicht ein bisschen Glück. Man findet sowas hier möglicherweise. Nee. Wir können ja trotzdem mal hier reingucken, ob wir möglicherweise hier was finden. Aber das sieht... Ah, das Glück ist echt mit der Dummer. Oh, scheiße, nee. Das Glück ist nicht mit der Dummer. Ich hab... Scheiße. So ein Mist. Warte mal. Eventuell hat ja Grünalge oder sowas für uns. Na. Leider nicht. Na. Bewegst du dich nicht, Kamerad? Ja, komm schon. Komm schon raus, Kerle. Ah, so ein Mist, so ein Elender. Da kommen wir nämlich raus. Wir können auch, glaube ich, nichts herstellen, was wir noch gut gebrauchen könnten. Was unsere Energie auffüllt. So ein Mist. Ich will das jetzt nicht riskieren, um ganz ehrlich zu sein. Sehr gut. Eventuell haben die irgendwas für uns. Eine Kirschbombe, auch nicht schlecht. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück. Und die Schleime haben Grünalge oder sowas für uns parat. Manchmal ist das Glück wirklich mit der Dumme. Deswegen schauen wir einfach mal. Ja, nur Harz. So ein Mist, so ein Mist. Wegen M Gedöns noch. Na, dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist das bitter. Ist das bitter. Und in der Holzbehälter war jetzt leider auch keine Höhlekarotte oder sowas drin. Das ist ein Jammer. Das ist ein richtiger Jammer, weil ich will hier nicht in eine Mine zusammenklappen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Für Abigail schmeiße ich mich jetzt nicht in der sichere Tod, aber sehr schade. Aber beim nächsten Mal wissen wir Bescheid. Ich sollte auf jeden Fall jetzt rausgehen und ins Bett gehen. Oh, schade, schade, schade. Aber wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Energie haben, dann geht es definitiv wieder ab in die Ebene 5 von der Mine. Und da sollte man noch Amethyste gucken, dass wir Abigail noch ein paar schöne Geschenke machen können. Dass nicht nur Pam und Hayley und so mögen. Huch, Seppel. Ah, ich kenne dich kaum. Aber ich habe noch was für dich. Ja, danke, ich mag das. Siehst du mal. Wie steht denn der zu uns, das Seppel? Ja, der kennt uns irgendwie. Er weiß, dass es mich gibt. So. Jetzt aber nichts wie zurück auf den Bauernhof. Ja, der Aal lassen wir jetzt mal Aal sein. Also wir sind absolut fix und fertig. Wir kriechen schon auf dem Zahnfleisch. Das wird so nichts mehr. Also nichts wie Ham, dass wir zumindest mal vor Mitternacht ins Bett kommen. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, hier mache ich meinen Cut dann, sobald ich mich ins Bett gelegt habe, weil heute ist auch wieder Aufnahmeende. Da hört der Aufnahmetag auf und dann beende ich immer klassischerweise damit, dass ich ins Bett gehe und das dann durchgespeichert wird und wir sehen uns dann morgen wieder, übermorgen wieder zu Let's Play. Na, kann ich mich nicht ins Bett legen? Genau. Zu Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Was passiert denn jetzt? Alter. Ach, Motor. Das macht bei einer Pflanze das Wachstum. Ach, wie geil. Das sind wohl die Geister, die mir besonders gut gesinnt sind. Ja, sau gut. Jetzt haben wir auch noch Kampfstufe 2 erreicht. Plus 5 LP. Und neues Herstellungsrezept, Lebenselixier. Wahrscheinlich sind es unsere Lebenspunkte. Das heißt, wir sind etwas vitaler Woche. Ja, super. Zusätzlich haben wir noch eine gute Ernte. Und Tag 20 bricht da. Aber der
kommt erst immer mal, ihr liebe Leute, bei Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut bis du hier. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Euer Yankee.